Hängt dein Mädchen an der Lächt auswurf dem Handy? Ah ja, hat er se lo an dem Alter. Für die Jung werden lo all die Appen dat sinn, wat freier für eus Jugendzeitschriften waren. Dat ass e gute Verglach, ich menge just die wären nach e gute Krack besser. An enger Zeitschrift as de bësse méi kontrolléiert vu wiem a vu wo de Kontinu kënnt. Mehr als Influencer Informationen op de soziale Medien deelen, dat kann haut jidereen. Ja, du hast recht. Freier waren als Idoler, Sportler oder Musiker, also Leute, die noch op der Tele gesehen huet. Wat mich aber den Influencer steuert, als da die meistens nicht viel über sie gewurget. Sie machen zwar, wie was sie ihre Publik persönlich kennengeben, mir schlussendlich aus dat gar nicht so. Für allem Jugendlicher sind oft nach méi naiv a manner kritisch, a grad sie sind e grossen Deel vun den Influencer ihrer Zielgruppe. An de Videoen op de soziale Medien gëtt et meeschten so durchgestalt, wie wann hiet Liewe perfekt wie. Du hast meiner Meinung nur vieles inszeniert. An awer huet da de grossen Aufschluss op Selbstwertgefühl vun de Kanner a Jugendlichen. Sie vergleiche sech mat dem, wat ze op de soziale Medien gesinn, afroe sech, fir wat hiet Liewe net och so schein ass. Dat leist bei dene Jonken doch bestimmt Unsicherheiten aus. Ja, besonnech, wann e scho generell net soviel Selbstvertrauen huet. Andererseits hunn ich awer auch schon vun Influencer heieren, déi ihre Follower och hier verletzlich Seite weisen, als ich zum Beispiel fir d mental Gesundheit ersetzen. Dat fand ich dann awer vierbildlich. Doriwer gouf freier effektiv net soviel geschwat. Ech geif ma wünschen, dat dann Zukunft generell méi Authentizität op de soziale Medien geif gin. Den ursprüngliche Gedanke vun den Influencer war jo, durch hier Plattform dofir zu sorgen, dat Trends sich sehr verbreden. Mittlerweile huet dat sich so entwickelt, dat verschiedener vun hinne relativ omnetz Produkte präsentieren. Stimmt, dat das ja nach ein weiterer Punkt. Durch all die Reklame mengen de Jung, dat sie die Produkte auch unbedingt brauchen. Und dabei sie viel von denen Sachen immens teuer an, wie du siehst, nicht mal notwendig. Wir leben wirklich an einer Konsumgesellschaft. Dabei sind noch viel von denen Sachen, die so präsentiert kriegt, gar nicht gesund oder umweltschädlich. Ich denke dabei zum Beispiel an all die Fitness-Shaken oder Kleidermarken, die für billig Geld produziert gehen. Du geht den ethischen Aspekt ganz vernachlässigt. Et ginn awer auch Influencer, die sich méi fir d' Nachhaltigkeit ersetzen, a wirklich just mat Marken ze Summe schaffen, von denen soch selber überzeugt sinn. Lo wusstet sees, es schon lastkeier Appes vun enger Modi-Influencerin gesinn, déi durch ein Kooperation mat enger skandinavischer Fair Fashion Mark hier ege Kollektion rausbrucht huet. So Appes gewe ich auch unterstützen. Ich denke, wann d'Influencer sich ihrer Rolle als Vorbild an ihrer sozialer Verantwortung méi bewusst gefe ginn, kennte se auch ganz positiven Abfluss op Türen vun Haut hunn. Verstanden. Vielleicht musst du der Oremole pur aner Accounten ukucken, déi du denge Mädchen da rekommandiere kannst.